Die Habichtskäuze im Nationalpark Bayerischer Wald bekommen Besuch. Also ich beobachte ihn schon ganz genau. Jörg Müller leitet das Habichtskauz-Projekt. Heute wollen er, Tierärztin Susanne Klett und Förster Jens Schlüter kontrollieren, ob es bei dem Paar in der Voliere schon Nachwuchs gibt. Habt ihr schon irgendeinen Hinweis auf Junge gehabt? Ja, sie hält sich schon so. Genau. Und das ist meistens immer, meistens hocken sie auf den Eiern noch flacher drin. Es ist die spannendste Zeit im Jahr. 3 bis 4 Junge könnten sich beim Weibchen in der Bruthöhle verbergen. Es ist auch nicht so, dass wir jedes Jahr Junge haben. Das Witzige ist, dass die Habichtskäuze, obwohl sie im Gehege dauernd gefüttert werden, trotzdem in schlechten Mäusejahren oft einen schlechten Bruterfolg haben. Als ob sie irgendwie merken würden, heuer ist ein mieses Jahr. Noch weiß keiner, ob und wie viel Nachwuchs es gibt. Doch bevor es für die Jungtiere in die Freiheit geht, muss Jörg Müller entscheiden, ob die Tiere in den Oberpfälzer Steinwald umziehen können oder ob sie im Nationalpark bleiben müssen. Gemeinsam mit Jens Schlüter will er deshalb herausfinden, wie es aktuell um den Bestand der Habichtskäuze im Schutzgebiet steht. In den Mittelgebirgen, also in diesen Bergmischwäldern, das war sein Lebensraum und da war die Art eben noch da, ist aber dann um 1900 rum eben stark verfolgt worden und alles, was einen krummen Schnabel hatte, wie Greifvögel und Eulen, wurden verfolgt. Dadurch, dass der Habichtskauz nicht besonders scheu ist, konnte man den relativ leicht ausrotten. Seit den 1970er Jahren werden Habichtskäuze hier langsam wieder heimisch. Sie sind sich ein Leben lang treu und sie bleiben in ihrem Revier. Um richtig entscheiden zu können, wollen die Forscher wissen, welches Paar brütet, welches nicht und wer hat vielleicht gar keinen Partner. Ja, letztes Jahr war ein katastrophales Jahr, ne? Da ging gar nichts und es ist immer so dieser Wahnsinnswechsel. In schlechten Jahren sind sie zwar da, das Revier ist besetzt, aber sie machen nichts. Langsam wird es dunkel. Wer sich auskennt, kann im Frühjahr während der Paarungs- und Aufzuchtzeit die eigentlich nachtaktiven Vögel entdecken. Dabei hilft eine Klangattrappe, im Prinzip Vogelstimmen aus der Konserve. Oh, ist er da. Genau. Hörst du? Ja. Super. Da kommt er. Da ist er. Sehr gut. Während der Paarungs- und Brutzeit reagieren die Habichtskäuze noch sehr gut. Das Männchen verteidigt jetzt sein Revier und denkt, ich bin der Rivale. Und damit können mir die Habichtskäuze-Reviere gut nachweisen. Die Stimmen von Männchen und Weibchen unterscheiden sich dabei deutlich. Sie krächzt immer so ein bisschen hässlich. Während er hat ein sehr schönes Hu, Hu, Hu. Insgesamt hat sich für die beiden der nächtliche Ausflug durchaus gelohnt. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Wir sind schon bei über 20 besetzten Habichtskäuzrevieren im gesamten Bayerischen Wald. Das werden dann vielleicht 20 bis 25 Reviere sein, die wir finden. Und dann kommen noch mal bestimmt 5 dazu, die wir auch nicht finden. Dann werden es so rund 30 Reviere, die wir annehmen. Doch Jörg Müller und Jens Schlüter wollen es genauer wissen. In den nächsten Tagen kontrollieren sie die bereits bekannten Brutplätze und die Bruthilfen. Ja, da sitzt das Weibchen drin. Aber genau wie bei uns im Gehege. Auch noch fest sitzen kann man noch nicht wirklich sagen, ob sie schon kleine Junge hat. Da werden sie wohl noch einmal kontrollieren müssen. Heute haben die beiden noch einen weiteren Brutplatz, tiefer im Wald, auf ihrer Liste. Sobald sie sich nähern, werden sie bereits skeptisch vom Weibchen beobachtet. Doch sie müssen die Nestruhe der Küken im Kasten nicht stören, denn im Deckel ist ein Spiegel verbaut. Ach Mensch, toll. Knuffig, wie die 5 Jungen da drin sitzen. Sie hat schon ein paar Mal 5 Junge gehabt und lustigerweise immer sie.
Wir haben dann halt immer die Sorge, ja, kommen genügend insgesamt nach über die Jahre und kann der Bestand stabil gehalten werden. Wir hatten uns heuer schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber so wie es sich jetzt andeutet, schaut es doch sehr gut aus. Inzwischen ist es Sommer. Eigentlich wäre es jetzt für das Team im Nationalpark Bayerischer Wald Zeit, die jungen Habichtskäuze auf ihre Reise in den Steinwald zu schicken. Doch beim Paar in der Voliere gibt es keinen Nachwuchs, der umziehen könnte. Was war jetzt los heuer? Warum hat es nicht geklappt? Es war tatsächlich nur ein Ei drin und das hat einen Sprung. Und ist dadurch schade. nichts geworden. Und sie hat aber wahrscheinlich gemeint, oh, vielleicht, wenn Wird's sie doch noch ein noch bisschen was. sitzen bleibt, dann wird es doch noch was. Das ist natürlich eine Enttäuschung. Wir würden ja gern was in den Steinwald liefern, weil das eben unsere Population nach Norden hin vergrößern würde. Da setzen wir uns ja auch selber unter Druck, aber erzwingen können wir die Natur natürlich letztendlich nicht. Mit etwas Glück brütet dieses Habichtskautspaar in der Voliere im nächsten Jahr erfolgreicher. Das Aus für das Projekt im Nationalpark Bayerischer Wald ist das jedenfalls nicht. Also, aus dem Nationalpark Bayerischer Wald gibt es diesmal keine Habichtskäuze für den Oberpfälzer Steinwald. Und trotzdem werden dort in den nächsten Wochen junge Habichtskäuze ausgewildert. Denn auch der Tiergarten in Nürnberg oder der Opel-Zoo in Hessen und sogar einige Parks in Frankreich beteiligen sich an diesem Artenschutzprojekt und schicken junge Habichtskäuze in die Oberpfalz. Wir haben sie in ihrer neuen Heimat besucht, denn mit ihren 3 Monaten ist es soweit. Sie sollen in die Freiheit entlassen werden. Verborgen im Oberpfälzer Steinwald warten diese 5 jungen Habichtskäuze aus Frankreich auf ihre Auswilderung. In dieser Voliere sollen sie sich an ihre neue Heimat gewöhnen. Michaela Domeyer und Johannes Brattka vom Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern pirschen sich vorsichtig heran. So, jetzt bin ich gespannt. Durch eine spezielle Scheibe können die beiden hineinschauen, werden aber von den Käuzen nicht gesehen. Wahnsinn, das sind ja wirklich groß geworden. Und schau mal, was sie da schon verstecken. Etwa 5 Wochen haben die Käuze Zeit, sich auf die Geräusche und das Klima des Steinwaldes einzustellen. Nur das Füttern muss der Mensch noch einmal täglich übernehmen. Damit die Eulen das nicht merken, gibt es sogar ein spezielles Rohrsystem. Gut, es ist richtig, weil sie diese Assoziation Mensch-Futter nicht haben dürfen, um in der freien Wildbahn zu überleben. Lange werden sie nicht mehr so verwöhnt. Bald müssen sie sich selbst um ihre Nahrung kümmern. Mit etwa 8000 Hektar ist ihr neuer Lebensraum im Steinwald groß genug. Doch zuvor schauen sich Johannes Brattka und Michaela Domeyer noch mit Baron Eberhard von Gemmingen-Hornberg in dessen Wald um. Ihm gehört etwa 1/3 der Fläche. Und er unterstützt das Habichtskautsprojekt im Steinwald. Der Habichtskauz freut mich halt einfach persönlich, weil er ein weiterer Beitrag ist zur Verringerung dieses Riesenproblems des Rückgangs der Artenvielfalt. Die gehören einfach hierher. Habichtskäuze brauchen eine abwechslungsreiche, strukturierte Landschaft. Totholz, Waldwiesen, Kahlflächen und Sturmwurfflächen. Aber Sie werden wahrscheinlich auch nicht gleich jede kleine Windwurffläche sofort aufforsten, nehme ich an. Wir forsten überhaupt nichts auf. Und der Wald wird das durch die Naturverjüngung zurückerobern irgendwann. Ja, genau. Das ist gut für die Habichtskäuze, denn sie sind extrem standorttreu. Um sich weiter entfernte Reviere zu erschließen, brauchen sie oft Jahrzehnte. Der Steinwald ist also ideal und war es schon früher. Doch ein naturbelassener Wald ist keine Selbstverständlichkeit. Meine Großmutter war ihrer Zeit voraus und hat schon lang vor dem Zweiten Weltkrieg hat sie schon dafür gesorgt, dass hier naturnaher Waldbau betrieben wird. Zur Unterstützung der Habichtskäuze sind im Steinwald bereits mehr als 100 Nistkästen verteilt. So können sich die Neuankömmlinge hier rasch heimisch fühlen. Doch manchmal hängt ein Kasten nicht ganz optimal. Dann muss der Nistkasten umgesetzt werden.
Selbst für routinierte Forstarbeiter ist das eine echte Plackerei, denn ein Nistkasten wiegt immerhin rund 20 Kilogramm. Doch es geht nicht nur um Bruthilfen. Es geht auch ums Holz. In der Forstwirtschaft bedeutet das bares Geld. Für Baron von Gemmingen-Hornberg kollidiert das nicht mit seiner Idee von Natur- und Artenschutz. Aber das ist natürlich ein wunderbarer Baum. Der ist ja schon teilweise im Zersetzen. Aber bei der Stauke, bis der mal für den Habichtskauz geeignet ist als Brutraum, das wird noch lange dauern. Ja. Den lassen wir ganz sicher stehen. Man sieht ja, es wächst ja schon junger Wald wieder nach. Irgendwann wird er verschwinden von alleine in 50 Jahren. Und ganz umsonst leisten er und die anderen Forstwirte nicht Schützenhilfe. Immerhin knapp 200 € pro absterbenden oder toten Baum zahlt der Freistaat Bayern für die Aufwertung dieses Lebensraums. Im Steinwald ist es nun soweit. Der große Tag für die 5 jungen Habichtskäuze aus Frankreich ist gekommen. Gleich tut sich für sie die Luke in die Freiheit auf. Vorsichtig und so, dass es die Käuze nicht stört, öffnet Johannes Brattka die Voliere mit einem Seil. Sie ist noch nicht einmal ganz offen. Da fliegt auch schon der Erste durch die Luke. Das ist, weil bei uns Menschen irgendwo ist immer der Erste, der Vorwitzige, der da raus will. Die anderen sind noch eher skeptisch. 10 Minuten später traut sich auch der zweite Kauz hinaus. Drei Habichtskäuze sind noch da. Fast ist es, als würden sie sich besprechen, ob sie es wagen sollen. Über eine Stunde ist inzwischen vergangen. Dann ist es soweit. Nummer 3 verlässt die Voliere. Kurz darauf folgt Nummer 4. Habichtskäuze hören besser, als sie sehen. Durch die Kopfbewegung können sie ihre neue Umgebung sogar im Dunkeln extrem genau wahrnehmen. Das hilft ihnen später auch bei der Jagd. Eine weitere Dreiviertelstunde vergeht. Noch immer ist der letzte Kauz nicht ausgeflogen. Oh, schau, jetzt wird er schon neugierig. Der kommt schon noch raus. Der lässt sich halt Zeit und die Chance geben wir ja jedem Tier, dass es entscheidet, dass es selber rausfliegt, wann es raus will. Die offene Voliere und das Unbekannte dahinter verunsichern ihn. Immer wieder setzt er an und immer wieder macht er einen Rückzieher. Doch dann, endlich, traut er sich. Erst einmal bin ich froh, dass alles geklappt hat. Ich bin stolz auf die Tiere, sie waren gut vorbereitet. Und ich bin froh, dass sie jetzt draußen in der Natur sind. Ganz auf sich allein gestellt werden die jungen Habichtskäuze für die erste Zeit nicht sein. Jeden Tag serviert ihnen Johannes Brattka noch eine ordentliche Mausmahlzeit. Eine Wildkamera zeigt, welche Tiere kommen und wie es den Käuzen geht. Fast die Hälfte der Jungtiere überlebt die ersten 2 Jahre nicht. Viele sterben im Straßenverkehr. Doch es gibt auch andere Ursachen. Habichtskäuze, die haben viele Feinde, sage ich einmal, Beutegreifer. Der Uhu zum Beispiel jagt die Habichtskäuze, solange sie noch relativ jung und klein sind. Der Habicht, den es ja in unseren Wäldern auch gibt, schlägt oder jagt die Habichtskäuze. Dann gibt es noch den Waschbären, der sich immer mehr ausbreitet. Der Steinwald ist für die jungen Habichtskäuze ein guter Startpunkt für ein Leben in Freiheit. Von hier aus werden sie sich ein eigenes Revier suchen. Wenn alles gut geht, werden sie erfolgreich brüten und dafür sorgen, dass der Habichtskauz bald wieder überall dort zu finden ist, wo er schon vor 100 Jahren einmal zu Hause war.